Servus beieinander, der Johann Barsi ist da. Jetzt geht es ums Detoxen. Na, viele sagen natürlich, der Körper bildet keine Schlacken und hin und her. Aber man kann ja doch ein bisschen was tun. Und was, das zeige ich euch jetzt, wie zum Beispiel der Spargel, der entwässert ja. Und wir haben ja schon einen Spargelfond gekocht. Und da machen wir uns eine schöne Spargelsuppe. Da haben wir die Spargelreste. Hier war der Fond. Für die Bindung brauchen wir Kartoffel, jetzt lassen wir das kochen. Für den Geschmack und für die Säure brauchen wir ein bisschen einen Wein, aber nicht zu viel. Wir haben ja im Fond schon was drin. Das lassen wir jetzt einmal schön kochen. Und das Beste, naja, wie man so schön sagt, entschlacken, ist Bärlauch und Koriander. Das hat mir eine hiesige Kräuterhex verraten. Und jetzt lassen wir es kochen, die ganze Geschichte. So, und jetzt schauen wir mal, ob es fertig ist. Ja, die Kartoffel, Spargel ist alles fertig. Dann mixen wir die ganze Geschichte auf. Die Kartoffeln geben natürlich wieder eine Bindung da rein, die man sonst allein mit dem Spargel nicht zusammenkriegt. Auf der anderen Seite ein bisschen Kohlenhydrate, das schadet ja auch nicht. Da ist die Kartoffel natürlich besser wie ein Weißbrot. Wer keine Stücke drin haben will, der muss halt passieren. Aber ich finde, die Ballaststoffe von den Pflanzenfasern, die sind nicht verkehrt. So, einmal. Und wer mich kennt, der weiß, ein bisschen Creme Fraiche geht allweil. Und kennt ja den. Der ist genial. Den gibt es im schwedischen Möbelhaus. So, lassen wir die Geschichte aufkochen. Dann noch ein bisschen Sahne, wer mag. Und dann probieren wir die ganze Geschichte. Und mit was? Mit dem Löffel. Habe ich keinen. Tja, jetzt habe ich nur dabei. Jetzt probieren wir es. Es geht ja sowieso nur noch um das, ob genug Salz drin ist. Weil wir haben ja schon einen guten Spargelfond hergenommen. Ist ja wunderbar. Aber ein bisschen was Dunkles und ein bisschen Salz. Schadet nicht. So. So, und jetzt kommen die zwei Spezien ins Spiel. Der Bärlauch nämlich, wenn ich den mitkoche, der wird grau und verliert sein Aroma. Besser ist er, wenn man roh wo drauf tut. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Koriander. Und darum zupfen wir uns bzw. schneiden uns da ein bisschen was. So. Und dann richten wir uns das Supperl an. Und die Kräuter einfach oben drüber. Das schmeckt dann viel frischer, wenn das so serviert wird. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Servus beieinander, euer Johann Barsi.